Hey ho Leute, na, alles klar bei euch? Ich bestande gerade links schön Eisenschild. Sieht richtig schick aus, wa? So, im letzten Part haben wir einiges erlebt. Da sind wir dem Verbannten begegnet, der aus dem Siegelhain entfliehen wollte. Konnten ihn zwar wieder versiegeln, aber die Frage ist, wie lange noch? Und jetzt ist unsere Aufgabe, unser Schwert abzugraden, und zwar zum Master-Schwert. Um das zu erreichen, müssen wir zuerst mal hier im Wolkenhort jemanden finden, der die Hymnen der Göttin versteht oder etwas dazu beitragen kann. Tja, wer könnte das sein? Ich schätze mal Zeldas Vater, aber erstmal quatsch mal den an, weil der sieht hier irgendwie verdächtig aus. Oh, hallo Michael, Cookie ist immer noch nicht aufgetaucht. Hä? Was? Immer? Moment mal, wir haben doch Cookie gefunden. Hä? Wie, du hast es bereits gefunden? Ja, hallo? Schnachnase, ey. Meine Fresse. Cookie haben wir schon vor etwa 20 Parts oder so gefunden. Na gut, es wird etwas übertrieben, aber egal. Ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch schnell meinen Schild... Ja, verbessern wollte ich gerade sagen. Nein, verbessern nicht, aber trotzdem mal schnell noch reparieren. Gibt es sonst noch was Neues? Oh! Der will was Neues. Hast du eine Sidequest für mich? Ich habe da so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Wohnheim der Ritterschule? Okay. Ich mag so aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Wieso? Bloß weil eine Frau der Sinn danach steht, nachts zu jodeln? Oder zu singen? Jodel, juhu! Okay, eine Aufgabe für eine Sidequest. Vielleicht ein anderes Mal. Wow, wie sieht der mich plötzlich an? Wow, folgt mich. Scheiße. Bei dem wollte ich noch vorbeischauen. Hey, wie kommt der Werkstatt, Alter? Ich kann Items verbessern. Schild reparieren? Ne, Moment mal. Ja, muss nicht unbedingt sein, wa? Schild reparieren, aber die Items verbessern. Ich habe doch da im letzten Part noch etwas gesucht, und zwar für den... Genau, für den Käfer. Jetzt können wir den zur flinken Variante upgraden. Ja, dann machen wir das nochmal. Bienenlarven habe ich jetzt 2. Dann baut den Teil mal eine Turbo-Funktion ein. Ja, schon gut, weiß er doch. Okay, leg ich mal los, ey. Ja, mach mal. Mach mal hin. Komm schon etwas schneller. Wieso muss eigentlich immer seine Kehrseite bestaunen? Ja, das gehört dir. Du hast den Flinkkäfer erhalten. Er ist um einige schneller als ein alter Käfer. Pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. So schnell? Da frage ich mich doch glatt. Was kann ich nochmal upgraden? Flink zu Kraft. Neue Käferkraft. Die Flugzeug des Käfers wird verlängert. Ach so. Das kann ich auch noch machen. Kann ich an den Mund? Habe ich 4 von 14? 3. Geschenk der Göttin wahrscheinlich. Wisst ihr was? Machen wir das gleich auch noch. Ja, weiß ich doch. Du wiederholst dich. Ich habe keinen Alzheimer. Okay. Mach das mal. Ist doch cool, Freunde. Jetzt haben wir den extra flinken, super starken Käfer, hey. So, wir fertig. Das gehört dir. Da bin ich mal gespannt, hey. Den Kraftkäfer erhalten. Er kann viel länger fliegen als ein alter Käfer. Nun kannst du auch Orte, die weit entfernt sind, erforschen. Cool. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch eine andere Seite, mit der verbessern soll. Gibt es überhaupt noch welche? Da brauche ich doch was mit den genauen Finsteralmonden. Habe ich noch nicht. Dann hier brauche ich noch Schattenkristal, habe ich auch nicht. Oh, Ionenblumen brauche ich neu. Naja, die kann ich in der Wüste wiederholen, falls es dann benötigen sollte. Die habe ich relativ schnell. Bis zum nächsten Mal. Aber Logo, Alter. Ja, jetzt wollte ich eigentlich die Items anschauen. Egal. Was ist der Neues? Nicht ein Holzschild anschauen. Der wiederholt sich auch gerne. Menschenskind, hey. Ich hab keinen Alzheimer. Nein. Nee, das macht doch nichts, Wetter. Hört einfach noch einen Artikel an. Gut, also, du hast was Neues, wa? Ich habe gerade richtig, ich habe ein neues Item im Sortiment. Er kann einen heiligen Schild erwerben. Was, heiliger Schild? Was zum Henker? Ja, das ist doch also für einen heiligen Schild. Nun, dieses Schild wird seinen Namen wahrlich gerecht. Wieso? Er repariert sich von selbst und da steht sowohl Feuer als auch Elektroangriffen. Ein Wunderding. Geil. Geil, geil, geil. Das heißt eigentlich ein Ersatz für Holz- und Stahlschild. Wieso habe ich die Teile denn überhaupt abgegradet, Mann? Sehr schnell kaputt, aber das könnte mit eurer Technik ganz bestimmt fallen. 500 Rubine! Ist denn der wahnsinnig? Okay, noch nicht. Ja, geht sehr schnell kaputt und nach den 500 Rubine. Du bist doch bekloppt, hey. 500 Rubine, meine Fresse.
Ja, muss ich halt noch ein bisschen sparen, weil ich habe erst 300 knapp, aber das muss ich eine Anschaffung wert, Freunde. Wenn der sich selber heilt und gegen Elektro- und Feuerangriffe resistent ist, Respekt. So, was hast du denn hier? Ein Trankladen. Hä, soll ich noch etwas mehr darüber erzählen? Nö, ich dachte eigentlich, du hättest was Neues. Ja, ja, gut. Ja, mache ich schon. Meine Fresse. Und raus hier. Bevor wir jetzt in die Ritterschule gehen und... ich werde verflixt nochmal. Wie hieß das schon wieder? Gepora oder so? Nicht... Ne, ich sag immer Capoeira. Ich denke immer Capoeira. Mit dem Kraftkäfer. Fliegen? Ach so, beschleunigen. Wow! Jetzt will ich mal einen schneller. Fliegt auch länger. Hey, ist das cool oder was? Kann ich die Glocke hier läuten? Du, Lulu, komm zurück! Alle zum Mittagessen. Trifft dich gut, ich habe sowieso Hunger. Spaß besser. Heute, ich brauche dringend Geld. Geld regiert die Welt. Ein Fünfer, immerhin. Also gehen wir in die Ritterschule. Klopf, klopf, jemand zu Hause. Oder auch, wie es früher im hieß bei den Dinos. Bin da, wer noch? Aufs Klo? Ne, noch nicht. Da drin will die alte Frau was von uns. Eine Sidequest nach der anderen, hey. Letzte Nächte habe ich eine Stimme aus der Toilette gehört. Was, singt jetzt auch noch jemand auf dem Klo? Muss man jetzt echt noch hier... na gut, mache ich das halt auch noch, ein bisschen später. So, hier soll jemand einen Rat für mich haben, beziehungsweise das über die Hymne wissen. Bist du das? Wo ist der Lehrer hin? Lehrer, ich will was lernen. Person suchen wir wieder. Hast du ihn gesehen? Was ist es auf dem Koko? Netter Kerl. Ah, Mensch, sieht so gut aus. Ja, Menschenskind, hey, dann lade doch mal ein, mach sonst was. Und nerv mich nicht damit. So. Das haben wir auch gelöst. Hoch zu Zeldas Altem. Klopf, klopf. Und ist er da? Ah, da ist er ja. Gut. Hast du einen Rat für uns? Oh, da bist du ja, Michael. Ich freue mich, dass du wohl auf bist. Hast du das über Zeldas Verbleib herausfinden können? Ja, es ist irgendwo in der Zeit verschollen, verloren gegangen. Dämliches Portal. Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein, ich darf nicht sagen, sonst wird die Last, die auf deinen Schultern trägt, nur noch schwerer. Oh ja, die ist sowieso schon schwer genug. Du siehst, wie klein ich bin. Ah, du willst in Texas Leaders fahren, das Zelda am Tag der Vorgradation nie gesungen hat? Auf jeden. Ich helfe dir gerne, aber ich bin wirklich ein großer Musiker. Der Text genügt. Ich dachte schon, naja, umso besser. Ja, allerdings. Warte einen Augenblick. Ein Jüngling geleitet von der Göttin wird Himmel und Erde verbinden. Wieso rede ich so langsam und das Licht bringen? Ist das alles? Und weiter geht es so. Er wird 2 Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallen. Flügel zum Turm des Lichts? Und wo ist der Turm des Lichts? Dieser Texas Lindes, der Turm des Lichts, der Turm am Dorfplatz. Ah, und die Flügel? Wenn man 2 Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Ja, unser Vogel oder was? Verdammt nochmal, wo soll jetzt der sein? Bei? Spielzeit. Nicht ganz. Ja, Umgebung unter eigentlich sagen. Ja, was du nicht sagst. Es kursiert das Gerücht. Ja, der war nicht schlecht, hey. Also, wo ist der Turm? Genau, sagen, dass diese 2 Flügel finden können, eventuell hast du einen Hinweis. Ja, also, diese 2 Flügel sind rot dargestellt, also nehme ich mal an, das ist mein Vulkanvogel. Der Turm. Oh, ja, falsch gerade. Falsch.
Wo war jetzt hier oben der Ausgang? Ah, da hinten. Hallo Coco, tschüss Coco. Tschüss Coca-Cola. So, werden wir endlich mal draußen an der frischen Luft. Also, der Turm, der Turm, der Turm. Dorfplatz. Achso, da ist der da unten. Soll heißen, es ist der da. Turm des Lichts. Ja, was zum Henker ist jetzt mit den 2 Flügeln gemeint? Das kann nur mein Wolkenvogel sein, aber kann ich ihn irgendwie rufen oder so? Stadt der Göttin ist was anderes. Das ist noch eine Truhe. Ja, hier hat es viele Truhen. Seht ihr, hier jetzt auch noch eine, aber da kann ich nur hin, wenn ich tauchen kann, was noch nicht geht. Da kann ich echt, wie lange das noch dauert. Ja, gehen wir mal runter, aber. Und daran denken, nachts muss ich hier noch etwas erledigen. Aber es hat noch Zeit, Freunde, es hat noch Zeit. Sidequests laufen mir nicht vorbei. Ja, nicht vorbei. Darum heißt es ja Sidequests. Also lauf nicht weg, das war das Wort, das ich gesucht habe. Lauf nicht vorbei, ja klar. So, 2 Flügel, wie kriege ich jetzt 2 Flügel hier hin? Hinweis? Kein Hinweis. Bringt nix. Jetzt auch nichts. Ah, die sind alle hilfsbereit wie Fußpilz. Jupp. Gibt's hier eigentlich noch was hier hinten oder so? Ich dachte mal, ich hätte noch was. Nee, oder? Nope. Und nochmal nichts. Link, gehst du hoch? Danke. Jo. Ja, komm, schon, Link. Geht doch. Hier hätten wir es also. Der Weg gewiesen werden. Ja, ganz toll kann ich jetzt... Also Lyra kann ich zwar zücken, das ist mir schon klar, aber kann ich den Vogel auch hier rufen? Ja, versuch's mal. Passiert überhaupt nichts. War ja ein Hinweis? Information. Umgebung. Mit Chest in dem Erdlang gefunden hast, kannst du ein Item verbessern lassen. Hä? Ey, Alter, bin auf dem Turm der... auf dem Turm des Lichts, verdammt nochmal. Ich will jetzt nichts über den Item-Bazaar hören. Ja, habe ich Informationen nochmal, aber jetzt machen wir etwas anderes. Hinweise. Was kommt jetzt? Dann kannst du mir ja was nicht sagst. Mann. Verdammt, wie kriege ich jetzt das mit den 2 Flügeln hin? Das ist eine ganz blöde Idee, aber... Okay, jetzt bin ich hier gestartet. Ist hier was Neues oder so? Kann ich hier auch landen? Scheiße. Ja, es war eine Idee, aber es war offenbar eine falsche Idee. Verdammt, wie mache ich das jetzt? Komm schon! Ey, was soll das? Ja, okay, ich kann hier oben eigentlich nichts machen, oder? Oh, du dämlicher Vogel, bist du so blöd zum Kacken, ey. Mann, ich hätte doch 2 Flügel da oben gehabt. Sogar 2 rote Flügel, aber es hat auch nichts gebracht. Oh. Wird das ein Fail-Part, Freunde? Sieht fast so aus, wa? Ich bin am Dorfplatz, aber ich finde hier nichts raus. Ich habe sie doch schon gespielt, oder muss ich langsamer? Ja, und die Pixelsfälle im Hintergrund stören auch. Bringt überhaupt nichts. Ah, ist doch alles für die Katze. Mann, was mache ich denn hier? Mit Licht soll in dem hellen Schein in der Göttin spielt der Weg gewiesen werden. Ja, ich habe sie doch gespielt. Doch was falsch gemacht. Mal kurz nachsehen. Wo war das jetzt? Hier. Hymnen der Göttin. Lyra-Lied der Göttin. Es weist dem Auswählenden den Weg. Ja, dankeschön. Habe ich versucht. Das war was anderes. Wow, jetzt bin ich ja hier. Vogel, komm herbei.
Ich brauche 2 Flügel. Nix. Überhaupt nichts. Hm. Mal rein logisch überlegen, Freunde. 2 Flügel brauche ich. Sind das vielleicht bestimmte Items? Blaue Vogelfeder. Sind es die vielleicht, dass ich 2 davon brauche? Ja, aber wieso brauche... Also das wäre schon ein bisschen billig, wenn es das wäre, oder? Ich will einen sehr seltenen blauen Vogel sie bei sich zu tragen, solange die mich sehr glücklich machen. Ja gut, wo kriege ich die jetzt? Und angenommen, es wäre wirklich das, dann brauche ich noch eine zweite. Die Frage ist bloß, wo kriege ich die her? Hm. Oje, oje. Hup. Oje, das wird ein Failpart. Hast du eine Ahnung? Was? 2 Flügel? Ich hab's nicht so mit Rätseln. Frag doch mal den Wahrsager. Oh, ja, auf die doch vorkommen können. Aber nee, ich muss natürlich alles selber servieren. Weil ich ja so ein Einzelgänger bin, wa? Und wieder etwas, was Link und ich gemeinsam haben. Wir sind immer alleine unterwegs. Okay, ja, die Force Words Zeilen waren was anderes, aber um ehrlich zu sein, hasse ich die sowieso. Gut, ist ein anderes Thema. Hast du einen Hinweis für mich? Hey, grüß du, wollen Sie die Zukunft voraussagen? Ja, 10 Rubine habe ich gerne noch. Gib her, die Scheiße. Schicksal, Schätze? Mach erst mal Schicksal. So soll es sein. Ich blicke in die Zukunft. Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe 2 Gebäude mit sehr großen Flügeln. Nur der Wind hat die Kraft, sie zu bewegen. Hä? Ich sehe 2 Gebäude mit sehr großen Flügeln. Nur der Wind hat die Kraft, sie zu bewegen. Ich im Rat zu fragen. Viel Glück. Okay. Doch, sie waren da genug. Das wollte doch gar nicht heute etwas über Schätze herausfinden. Oh, ja gut. Also müssen wir doch erst das erledigen. Da überlege doch gerade, Freunde. 2 Gebäude mit Flügeln. Ich soll es in Richtung des Dings bringen. Das kann doch nur... Windräder? Könnte es das sein? Mal scharf überlegen. Ich hab doch... War das im letzten oder vorletzten Part? Da habe ich doch... Das Teil da hinten gedreht. Moment, wo war es jetzt? Jupp. Genau, das da. Das hat dann auch so hell aufgeladen da oben, das heißt... Ja, das stimmt, sind noch gut. Jetzt muss ich noch den zweiten hiervon finden. Ja, wo könnten der sein? Ja, nee, andersrum kann ich nicht. Okay, das ist der, dann müsste theoretisch hier sein. Das ist der Friedhof. Ja, nee, oder? Ja, aber das habe ich doch mal versucht, aber da hinten... Oh. Dann garantiert den da hinten. Wenn überhaupt. Sollen das wirklich 2 Flügel sein? Naja, okay. Man kann es ja so interpretieren, aber wenn jetzt wirklich der andere da hinten gemeint ist, dann habe ich ein Problem, weil da fehlt das Windrad, um das Ganze anzukurbeln. Ah, da bin ich mal gespannt. Wo findet denn das Teil? Irgendwie habe ich das Gefühl, das endet auch in einer Sidequest. Kann das sein? Da halt in einer Hauptquest. Auf alle Fälle hat das was miteinander zu tun. So, wie komme ich jetzt da hinten? Falscher Weg, Link. Falscher Weg. Ich muss hier hoch, wa? Muss ich keine Menschenseele weit und breit. Die mir einen Hinweis geben könnte. Ah, doch, ist besser einer da. Kannst du mir helfen? Du hast meine kleine Kuh gefunden, du bist ein toller Kerl, dass das Wetter heute hervorragend ist. Ja, dann mach's doch. Und dann schau ich, oh, wie das nervt. Ja, gut. Ich habe ein ganz anderes Problem. Siehst du das? Das fehlt hier. Was ist denn los, Michael? Wo ist das Teil hier abgeblieben? Oh ja. Immer optimal nutzt. Naja, zumindest war das mal so. Hier fehlt ein kleiner Propeller und deshalb lässt das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Und wo ist der? Immer mal nach unten gestürzt. Nach unten gestürzt, ganz toll. Wie weit jetzt?
Nun ist das eine Gegend herum. Kein Mensch denkt daran, sich darum zu kümmern. Ja, ganz toll. Kann man das irgendwie neu erschaffen oder so? Ich empfehle, den Windradpropeller im Erdland zu bergen, um das große Windrad bewegen zu können. Jetzt ist tatsächlich ins Erdland runtergefahren. Okay, und wie finde ich den jetzt? Aura-Suche? Wie? Wo? Was? Weißt du, ob ich das Windrad reparieren kann, wenn du mir den Propeller bringst? Tja, ich könnte es mal versuchen, aber das brauchst du eben den Windradpropeller. Ja, ist die Frage... muss ich jetzt zurück, wa? Wie willst du denn überhaupt nach dem Propeller suchen? Na, das lass mal meine Sorge sein. Ja, ich war schon einige Male unten. Da fällt mir was ein. Sprich doch mal mit Dorugo aus der Werkstatt. Der hat doch so einen kleinen fliegenden Roboter, der seinen Ahnen gehörte. Ich habe selber einen kleinen fliegenden Roboter, aber okay. Dorugo, ist jetzt das ein Bazar oder was? Zeug durch die Gegend transportiert haben. Jo, naja, alte Geschichte von Dorugos Familie. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Okay, Dorugo, gehen wir mal da lang. Wo ist denn der Alte? Alte, Dorugo, wo bist du? Ja, die Dorugos Haus, genau da. Genau unter mir. Wow. Klopf, klopf. Bin da, wer noch? Dorugo, jemand zu Hause? Lulu. Bist du Dorugo? Mein Junge ist heute schon hier voll Dreck und Öl nach Hause gekommen. Es mag ja sein, dass er mit Maschinen hantiert, aber jeden Tag also zu wirken furchtbar. Das klingt anstrengend. Dieser Junge bringt noch um den Verstand. So ein Dreckspatz. Unsere Verwarnung. Ja, gut. Bist du als Nicht-Drucker und ist wirklich der andere im Bazar, wa? Kannst du mir noch was über deinen Sohn erzählen? Ja, weiß er doch alles. Ja, immer diese alten Leute. Dass sich immer bei anderen über ihre eigenen Kinder beschweren müssen. Hat er mir jetzt gerade das gleiche nochmal erzählt? Mann! Okay, zurück zum Bazar. Was sagt die Zeit? Nicht viel, immer noch Tic-Tac. Nee, okay. 3 Minuten überzogen bisher. Es geht ja noch. Lululu. Linke. Eine Ausdaueranzeige, die nervt ohne Ende, ganz ehrlich. Gut. Ich bin nicht rausgekommen. Ah, dich wollte ich sprechen. Hey, kleiner Freund, du guckst dir belämmert rein. Aber sowas von. Was hat bitte mal an mich? Aber hallo. Was? Der Roboter meines Opas? Kommst du nicht etwa auch, um mich auszulachen, weil es mir nicht gelingt, ihn zu reparieren? Ja, so ungefähr. Nein, was sagst du? Du willst mit meinem Roboter etwas aus der Welt unter den Wolken holen? Also, du glaubst mir die Sache mit meinem Opa und dem Roboter? Ja, aber sowas von. Das freut mich ja, aber ich glaube nicht, dass ich dir eine große Hilfe sein werde. Der Roboter ist leider... Das ist er? Da sind die an. Er heißt Trapo. Naja, er sieht aus wie ein Haufen Schrott, oder? Ist doch nett ausgedrückt. Das heißt, man konnte ihn einst rufen, allerhand Sachen von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Aber jetzt, ach, du siehst ja selbst, der funktioniert einfach nicht mehr. Opa sagte, man könnte ihn reparieren, wenn man den Extrakt einer Blume als Schmieröl verwendet. Es handelt sich dabei um eine Äonenblume. Die habe ich doch. Dann habe ich jetzt eine Blume gesehen. Ey, Alter, ich hatte vorhin 2 gegeben, um mein Item abzugraden. Meine Fresse. Ist doch fabulös. Ja, nehmen sie einfach. Und repariert den Schrotthaufen. Die sensitive Wurzel gibt ein absolut hervorragendes Öl ab. Unglaublich, damit kann ich meinen Trapo endlich reparieren. Warte einen Moment, ich mache mich gleich an die Arbeit. Ja, viel Glück. Du wirst es brauchen. Puh, und fertig. Okay, also... Ja klar, da funktioniert plötzlich so wieder. Oh Mann, als wäre von einem Zeitstein geküsst worden. Propeller um dann. Danke, ich bin ja voller Energie. Ich bin jederzeit bereit, wenn es etwas zu transportieren gibt. Hä? Wer ist denn der grüne Wicht? Ey, beleidige mich ja nicht, ja? Wenn es weitergeht mit diesem komischen Trapu-Viech, sehen wir im nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Bis dann, ciao zusammen.